Muss es sein, immer vor dem Kastel sitzen? Ich hab so viel Arbeit. Könnt ihr ein bisschen Unterstützung gut brauchen? Geh Mama, hast du ja eh einen Papa. Außerdem habe ich Wichtigeres zu tun als die Wäsche zum Aufhängen. Ja, der Vater. Eine große Hilfe ist der. Vom Weingarten zum Schreibenbuchführer und dann gleich weiter zur Gemeinderatssitzung. Naja, der tut wenigstens was für die Dorfgesellschaft. Ja Mama, fest plaudern und saufen. Nein, so kannst du das nicht sagen. Aber stimmt, für den Haushalt bleibt mir nicht viel Zeit. Ja, weil er immer bei seinen wichtigen Kollegen ist. Schau du, dass du deinen Theaterkollegen kommst. Ja, aber ich muss noch meine Stimmung auf Facebook posten. Heiliges Facebook, bitte für uns. Mama, da sind alle meine Freunde dabei. Meine Mutter nervt schon wieder. Grüß euch. Was gibt's zum Essen? Ein Reisauflauf, wie immer am Samstag. Na, danke. Mach aber nicht. Da muss ich Leuten auch Gulasch kaufen. Wieder Verstand ist. Das ist ja urunfair. Ich hab den Reisauflauf auch essen müssen. Der Papa kriegt immer extra Wurst. Nein, kriegt er nicht. Ein Auflauf, so wie wir wieder jetzt essen. Gegessen wird, was am Tisch kommt, mein Lieber. Nein, sicher nicht. Den süßen Schmarrn kannst du in die Haare schmieren. Vielleicht hilft dir das was. Billiger war's auf jeden Fall als wie deine Beauty-Artikel. Jetzt hast du noch was gegen meine Frisur, dir passt aber auch gar nichts. Wenn du wissest, wie viel Zeit ich für manche Dinge brauche. Ist jetzt. Ja, so viel Zeit für Unnötiges. Genauso wie für deine blöden Tabakgeschirrfässel. Den kann mir anderer essen. Guck mal schnell ein Würstel, ich muss gleich wieder weg. Nein, ich muss weg zur Frau Sommer, zur Heimpflege. Die hat auch nichts Gutes zum Essen gekriegt und Waschtag ist halt da noch. Na perfekt, dann nimmst du gleich meine Portion mit, sonst gib ich dir ein Schwein rum. Na, das ist bestimmt irgendwas tierisches, konventionelles drin. Ich will vegetarisch ernährte Bioschweine. Wie heißt das, wenn Tiere fressen? Ja, natürlich. Ein Rinderleber wird im Reisauflauf sein. Mama, wieso sagst du mir das erst jetzt? Also jetzt wissen wir wirklich steppert. Außer ein paar Chinesenhände hat der Reis nichts gesehen. Du hast jetzt nicht so schnell an. Du nicht. Du isst den Auflauf, dann waschst man das Geschirr, dann stößt man alle Tabakschirr schön auf den Tisch, dass die Tabakdamen später gleich zugreifen können. Da hinten habe ich schon alle hergekriegt. Und der Schweinsbraten ist im Rohr auf 50 Grad. Das passt genau. Bis ich wieder da bin, ist er fertig. Ein Schweinsbraten? Das ist ja wohl ein Scherz. Wir können den graslichen Auflauf anrevieren und die Tabakdame kriegen ein Schweinsbraten. Und außerdem, ich habe auch keine Zeit für den Plastikgeschirr. Wobei, für einen Schweinsbraten kommt er schon ein paar Minuten opfern. Na, das arme Schweidel. Wer hat denn das geschlacht? Was wenigstens Bio? Ja das weiß ich ja nicht. Ob's beim Leubel kauft, war ein Schnäppchen. Mama, das ist bestimmt sein Leben lang auf dem kleinsten Raum brutalst gemästet worden. Ich will sowas nicht in meinem Haus haben. Nicht einmal riechen. Dein Haus? In meinem Ofen schmort ein armes Mastschwein. Du kriegst den Braten eh nicht. Und du schon gar nicht. Ich bin fort. Geschirr waschen, Geschirr aufstellen, brav bleiben. Bis bald. Hey, stopp! Kannst nicht einfach gehen? Ich muss zum Essen, ein Schweinsbraten. Papa, das war dir voll unethisch. Ja, bitte, hör mir damit auf. Was magst du eigentlich noch da? Ist nicht heute die Theaterprobe für euch ein Heimatstück? Wir haben heute nämlich Weinverkostung für eure Aufführung. Finde ich übrigens super von dir, dass du da mitmachst und für die Gemeinde einmal was unternimmst. Du bist halt ganz nach mir und wirst in meine Fußstapfen treten. Papa, schau mal, der Fritz ist mit der Susi zusammen. Was? Gerade haben sie beide den Beziehungsstatus geändert. Was? Kind? Es kennt die Theaterprobe. Da musst du schon pünktlich sein. Wie steht sonst mein Name bzw. meine Erziehung da? Papa, die Probe hat ja schon lange angefangen. Ich bin noch nicht so weit. Ich muss nur noch schnell die Mails checken. Nein, so geht es nicht. Du kannst nicht erst zum Ende kommen. Das Beste kommt immer zum Schluss. Jetzt seid's mal alle. Na wurscht. Mach du das mit Geschirr? Wie Wind. Wir verkosten heute den Mattel rein. Aber die Ehre. Hey, ich muss auch zu meiner Probe. Und die Tupperware-Geschichte unterstütze ich übrigens auch nicht. Karton wird viel gescheiter für die Umwelt. Hey,
Kontaktlücke. Da will ich gleich eine Facebook-Gruppe gründen. Was? Die Conny ruft über Skype an? Was will denn die? Na, hören wir mal an. Du, wir warten auf die. Lang schon, also schon wieder nicht hinterher. So gut. Ja, warte, ich muss noch schnell die Wäsche aufhängen und zusammenrahmen. Ich bin bald